eine Kamera, die ich fast seit einem Jahr fast immer bei mir habe, einfach noch in die Tasche rein tun. Einfach weil sie überall noch Platz hat und so viel Leistung drin hat. Aber ich erzähle dir gar nicht von der. Jetzt ist es Zeit, reden wir über die Sony RX1R Mark III. Sie ist klein, sie ist kompakt und sie hat einfach einen wahnsinnig guten 60 Megapixel Sensor dabei. Lustigerweise hat sie Tonis auch sehr viel. Tonis begleiten mich manchmal bei Aufträgen, bei Hochzeiten oder natürlich auch einfach, wenn ich privat oder halb privat einfach so für unsere Insta oder für Content oder so unterwegs bin. Und ganz viele Food-Fotos und so einfach Alltagsbilder sind von der Sony R1. Zungenbrecher, der Name. Ganz viele von diesen Fotos, die ihr seht, sind von der Sony RX1R Mark III. Genau jetzt muss ein Helikopter kommen. Die Leute haben ziemlich lange auf einen Nachfolger gewartet. Das Internet war so ein bisschen gespalten, als die rausgekommen. Die Leute denken, ja, braucht es denn so eine teure? Ja, wenn man schaut, was sie kann, ist sie eben nicht teuer. Aber ja, klar, nehmen wir Sorte vorweg, sie kostet roundabout 4000 Franken. Je nachdem, was gerade für eine Aktion aktiv ist. Von dort habe ich gesehen. Wie ihr wisst, arbeite ich regelmässig mit Fotozumstehen zusammen, tue Kameras und so weiter reviewen. Diese Kamera hier, die RX1, habe ich aber selber gekauft. Also, das Herzstück ist ein 60 Megapixel Sensor. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, die Sony A7R5 hat einen 60 Megapixel Sensor drin. Das ist einfach crazy, wie viel Auflösung und wie viel Dynamikumfang der Sensor vor allem hat. Ja, dann ist schon die Kamera in die Finger und gesagt, komm, mach ein bisschen Behind-the-Scenes-Foto von einer Hochzeit, von einem Event. Und dann hat sie ein bisschen überbelichtet, da komme ich dann noch dazu. Sie hat einfach drauf gehabt, der KI-gestützte Autofokus von dieser Kamera, auch wenn die Linse schon die gleiche ist, die in der ersten Variante drin war, die ist genial. Es ist ein 35 mm Zeiss mit Blende 2, mit einem integrierten Makromodus, der einfach drehen kann. Blende bleibt Blende 2. Bei vielen Kameras, die so einen Makromodus integriert haben, wird dann die Blende geht mehr zu. Hier bleibt es einfach auf Blende 2 und du kannst einfach eindrückliche Fotos von irgendwelchen Pflanzen oder Produkten oder Insekten machen. Und das einfach mit der gleichen Kamera. Und du hast eben die 60 Megapixel drin. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, das hier ist ein iPhone Pro Max. Und jetzt einfach mal so als Vergleich. Ich glaube, ganz viele Leute sind sich bei dieser RX1R Mark III nicht bewusst, wie wirklich klein die Kamera ist. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du mal in der Nähe von einem Foto zum Stehen bist, gang vorbei, gang dir es zeigen. Ich finde es sensationell gut. Und wenn du jetzt noch mehr wissen willst, dann empfehle ich dir meinen Blogbeitrag, der auf Foto zum Stehen online ist. Dort habe ich noch mal ein paar Bilder drin. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.